Ich habe ein paar die Mesure genannt, wie man den Leuten umgeht, die bei Jena kommen. Ich will vielleicht schon verheiert, mich schon kein Propos hören, wer da proposiert, für die Leute nicht müssen reinkommen. Die kommen nicht rein, weil sie Frieden Riesen und mehr, weil sie einen Bus reinkommen. Ja, also es gibt da eine ganze Reihe, wie gesagt, es gibt eine Reihe Situationen, auch du, bei den, wie muss auf die Einzelsachen reagieren. Weil nur die Leute, die aus Kriegssituationen kommen, haben wir gesagt, eine diplomatische Initiative. Da gibt es Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, das ist schon ein viel komplexer, auch die kommen aus ganz verschiedenen Regionen, sind da dabei, die kommen aus Nigeria, sind da dabei, die kommen aus anderen Gegenden. Du musst da gucken, welche Situation in den einzelnen Ländern, auch du musst differenzieren. Das Ganze ist schon so, ich habe schon gesagt, wir brauchen mehr Entwicklungshilfe für Afrika, mehr Geld für Afrika. Gut, ich meine, das ist eine Sache, die man in der Debatte über die Entwicklungshilfe das Jahr ganz sicher kriegen. Muss ich gesehen, dass die Entwicklungshilfe, die man seit der Unabhängigkeit oder ja, also schon über 50 Jahre in Afrika bezahlt, ganz wenig Retombeen holen. Das wo ja auch hauptsächlich, was Lützeburg geht, zum Teil Sozialprojekte. Mit Retombeen über eine dauerhaft ökonomische Entwicklung von Afrika sind minim. An Afrika selber gibt die Entwicklungshilfe immer minder positiv gesehen. Wenn die Afrikaner gerne hätten, und dafür schaffen sie immer mehr zusammen mit China, mit Indien, Südafrika und BRICS, die Schaffung von der Afrikanischen Entwicklungsbank und so weiter und so fort. Muss in ein Zeitalter kommen, wenn das Relation mit Afrika geht. Wir müssen wegkommen von der ein bisschen paternalistischen Attitüde, von der Idee, wie Sozialprojekte zu machen, so gut gelenkt die auch sind. Wir müssen investieren. Wir müssen Afrika als Partner für eine ökonomische Zusammenarbeit sehen. Wir müssen als Entreprisen in Afrika kriegen. Wir müssen eine Croissance in Afrika schaffen. Wir müssen Infrastrukturen in Afrika schaffen. Keine Angst, wir Straßen, Hafen, Flughafen, Telekommunikationsnetze in Afrika zu bauen. Das ist Zukunft. Wenn wir wirklich eine ökonomische Croissance holen, dann können wir darauf zählen, dass Männer Afrikaner wollen nicht zu Sossi gehen, weil sie bei sich die Entwicklungsmöglichkeiten haben, die wir selbstverständlich auch bei uns haben. Afrika als Kontinent mit einer enormer demografischer Croissance. Wir rechnen damit, dass ich will keine Ziffern nennen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, also nicht beschnittene Ziffern fest. Ich meine, dass die Croissance in Afrika in den nächsten 20 Jahren oder 30 Jahren von 1,1 auf 2,4 Milliarden Menschen gerechnet. Es gibt nicht beschnitten auf fest, ich habe nicht nur geguckt für die Presskonferenz, also mit den Zöllen reservieren ich mal die Exaktitude. Auf jeden Fall aber haben wir eine enorme demografische Croissance. Aber wir können ja nicht mengen, dass wir mit der Entwicklungshilfe oder High-End-Schule oder Wasserprojekt die Situation langfristig an den Griff kriegen. Das ist nicht der Weg. Wenn wir gerne hätten, dass man in Afrika keine Migrationswelle kennt, dann ist es ja wichtig, dass wir die ökonomisch endlich als vollwertige Partner sehen, aber in den Ländern das erwarten und denen die Möglichkeit geben, die wir auch gerne für Europa hätten, nämlich eine richtige Croissance-Ökonomie. Noch vielleicht ein Wort. Auch Afrika muss ich differenziert sehen. Es gibt auch eine europäische Migration aus ökonomischen Gründen in Afrika. Wie viele portugiesische Ingenieure zum Beispiel gehen an die freien Kolonien, in Angola, in Mosambik, weil sie da besser Möglichkeiten haben, ihr Brot zu verdienen, wie die am Blick an Europa. Und das ist auch ein Zukunftsmodell. Wir müssen einfach Afrika endlich als einen ökonomischen Partner gesehen, als einen gleichwertigen Partner, als ein Marché, als eine Chance für unsere Ökonomie, für unsere Industrie, für unseren Commerce, und sie so behandeln. Und dann, wenn wir eine Croissance unterstützen, dann meine ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Die wird schon mal gesagt, dass der prioritär Leute weltweit aufhören, die nicht zurückgehen an ihr Himmel, die wird vor allem von Christen, Jeside beschwert. Bon, wir kommen natürlich auch viele Muslime, weil sie auch für ihren fanatischen Cousin oder Brüder, wie auch immer, fortlaufen. Soll Europa sie abholen oder wieder wie zum Beispiel Viktor Orban Angst, dass zu viele Muslime kommen? Also erstens, an die Konventionen über Refugien oder Leute Sicherheit bringen, ich meine, du hast Erkennung wird gesagt, dass ich soll die enger Sicherheit bringen und die anderen nicht. Das ist einfach mal an erster Platz eine humanitäre Verpflichtung für jeden, den einer Verfolgung ausgesetzt ist, also einer Asylprozedur handeln, und jeden, den an einer Kriegssituation ausgesetzt ist, muss in der Lebensgefährten, mit denen an Sicherheit zu bringen. Wie gesagt, wir differenzieren je nach Konventionen, wir differenzieren an Notsituationen ganz sicher nicht mit der Regierung.
Das gesagt, muss ich dann aber auch gucken, dass man Leute, die eine Demande d'Asyl stellen, an einen Zuso kriegen, die sind high. Ne? Das ist ja klar, ob das Muslimen sind oder Christen. Da gibt es natürlich Leute, die migrieren aus ökonomischen Gründen. Da muss ich differenzieren noch Ausbildung, noch, vielleicht doch noch Integrationsmöglichkeiten, da kann das schon ein Effekt sein. Aber wir werden darauf insistieren. Das ist die Idee von den internationalen Rechtsinstrumenten, dass von einer Kriegssituation rüber ist, dass die Leute auch wollen zurück an ihre Länder im Prinzip oder sollen zurück an ihre Länder wie Amerika aufzubauen. Das ist aber nicht für jeden der Fall. Es gibt Leute, die haben keine Zukunft mehr. Am Blick kann man sich nicht vorstellen, dass aus Syrien die christliche Minorität jemals remerkt, die dort ein besonderes Maß verfolgt gehen, und als doch aus dem Nordirak verdriffen gehen, die 12 Christen aus dem Nordirak, die hören immens oft Attentate an Kirche, Leute an Kirchen erschossen gesehen, Versteuerung von Kirche, die gehen systematisch verfolgt, weil sie Christen sind. Und die kommen nie mehr wahrscheinlich von nicht an länger Lebzeit, und die eine Chance jemals ein Kado können festzufassen. Dasselbe gilt für die Jesiden, aber vielleicht doch, wie weiß, wie der Serie 4 geht für den Teil von den Alawiten. Aber das ist ja klar, dass man das Prinzip am internationalen Recht, dass Leute auch aus religiösen Gründen besonders Risiken ausgesetzt sind, dass man der Sache soll Rechnung drohen. Das ist nicht der Fall für die Muslimen an der Regel, weil es sunnitische, schiitische Regionen gibt, wo die immer können, nach Glaubensbrüder leben, ohne da willst, als Sicherheit und Unsicherheit zu sehen. Das ist aber der Fall für eine Reihe von kleinen Regionen, dazu gehören prominent auch Christen am Nahen Osten, die am Blick extrem verfolgt gehen, viele Leute so, und das Christen am Blick die Kategorie, wo Leute aus der meisten verfolgt wird. Und dann wurde ja auch gesehen, dass der islamische Staat mit einem extremen Terror gegen Christen vorgegangen ist, das an den westlichen Medien beschwert geht, nicht so prominent, dass die Leute gekreuzigt gehen, dass die Leute ganz bewusst, weil sie Christen sind, eben auf grausame Manier gefoltert und umgebracht gehen, anschmengen, das ist eine Sache, man muss Rechnung drohen. Wir können nur nicht so, wir behandeln jeden einfach Landemännerschaft nämlich, wir müssen an das auch als einen Auftrag gucken, wen als besonderer Not, an die Leute besonderer Not sind, die müssen wir auch besonders großherzig dann empfangen und behandeln. Die Begeisterung von den Gemeinden für Flüchtlinge noch zu den Letztendlich die herzliche Grenze. Was für ein Modell proposiert wird, soll der auf fakultative Basis auflaufen oder sind dann obligatorische Teile auf kommunalem Niveau geschaffen? Du siehst auf kleinem Niveau, hat man in Europa auf großem Niveau gesehen. Wir haben eine Reihe von kleinen Gemengen, die Refugien abholen, die wirklich immens Druck gibt, wie das wollen zu machen. Und Refugien wollen sich nicht an kleine Gemengen sehen. Wir sehen, dass da viel von ihnen just wollen entsteht. Oder mehr große Gruppen zu Summe leben, aber das schenkt auch da nicht ganz realistisch wie zu sagen. Wir müssen da gucken, dass wir an allgemein so und so viele Leute bringen. Wir müssen los die Idee vom Container dürfen, aber an der Chambre, wenigstens soweit ich betraf sie kein Detail kriegt. Wir müssen realistische Modelle holen. Ein realistisches Modell heißt erstens, wir müssen als Lützburg auch wissen, wir können nicht jeden holen. Das ist so ein bisschen ein Teil von der Sendungsintervention Haut, aber so, wir müssen können differenzieren, aber wir müssen langfristig denken, aber wir können ja nicht einfach so über die nächsten Jahre sind unmöglich zu hören, die haben Blick zirkulieren. Wie gesagt, Deutschland schwätzt 1,5 Millionen am Jahr. Verschiedene Migrationsexperten so über die nächsten 10 Jahre 20 Millionen. Also es sind unheimlich Zahlen, die am Blick darüber zirkulieren, von denen wir sicher nicht können, so was stimmt oder was nicht stimmt. Tatsache ist aber, wir sind langfristig konfrontiert. Das heißt, wir müssen also Strukturen schaffen, die auf einer langfristigen Problematik Rechnung tragen. Container über seine Idee, auch schulisch muss man gucken, was man machen. Wir müssen auch gucken, wie man die Leute integrieren, weil es hier ein paar die Leute von seinem Asyldemand akzeptiert kriegen, von seiner Autorisation kriegen, wie heil zu bleiben. Und dann haben wir ja auch ein Problem mit der Integration von den Leuten an als Gesellschaften. Und das ist auch zum Beispiel sprachlich. Also es ist richtig, dass die Leute mit Französisch lernen, muss man nicht auf Lützburg gehen. Ich ging so, wenn ich einen Demand akkordiert kriege, wir können heute bleiben, sollen die Leute auch systematisch Lützburg-Kurse kriegen. Wir hätten ja gerne, dass sie dann auch integriert gehen. Wir müssen gucken, dass wir Kinder an Schule kreieren, von denen Leute, die heim bleiben. Und das heißt auch, dass man mehr auf Cluster d'accueil muss gehen. Wir hatten eine Proposition de loi gemacht, die können wir an Chambre über Cluster d'accueil, wo wir auch die Gemenge eine Möglichkeit geben, mehr Cluster d'accueil zu schaffen. Die Regierung, wo ganz skeptisch bis negativ, ich gehe noch mal einen Blick davon aus, dass an der Chambre wahrscheinlich refusiert wird. Aber die Proposition de loi von der ADR hat die klare Merit, dass man viel mehr auf die Leute können angehen und auf Bus, wenn ihre Kinder wissen, können besser zu integrieren. Ich bin gespannt drauf.
Für die Regierung und Chambermajorität will justifizieren, dass als Proposition de loi refusiert die bessere Integration der ermöglichen, aber gleichzeitig dann die geht an ganz viel neue Leute hier im Land hält, die aber alle gut irgendwie kann man mit dem Integrationsproblem konfrontiert sind. Wir hätten gerne in der Regierung einen kohärenten Approach, die gesehen haben wir nicht. Also wir wären froh zu antworten. Wenn es realistisch ist, dass verschiedene Mengen können Leute abholen, au vu von der Experience, die wir schon ein paar Jahre haben, da soll das geschehen. Ich meine, es muss ja einfach realistisch sein. Wir gucken, dass den do Platz schafft für Leute, wo sie können wirklich langfristig sind, wo wir Prozeduren können behandelt gehen, welche Kinder können am besten skolarisiert gehen, wo wir administrativ die Leute am besten können enkadrieren und das am Mengen nicht wahrscheinlich, dass dann allgemein vom Land so können Refugien gehen. Das gesagt, muss ich aber auch gesehen, dass alle Initiativen dort daneben können existieren. Weil Leute zum Beispiel freiwillig Leute abholen. Das kann ja egal wo sein. Ja? Ich meine, es gibt ja nicht nur eine große Linie, es gibt ja auch daneben eigene Initiativen, ONG, die vielleicht Platz noch früher für die Leute gerne gehen, wo schon andere sind, die sie können mal abholen. Also, es darf an den Sachen nicht dogmatisch sein. Ich meine, es muss einfach pragmatisch viel gehen, an realistische Lösungen finden. Es ist okay wert, dass man Leute verdient, und Gemeinden mit Schlüssel, mit viel mehr, mit viel politischen Kästen, eigentlich, für Streit und für Probleme, und nur aus der Welt nicht wie haben. Ich mit der Stimmung an Europa identifizieren, dass ich begreift, dass der Ursprung in Europa an der Welt in der gestaltet wird, dass der Ursprung live abfüllt, die nicht an Europa würde dann hineinkommen. Ich meine, das hat uns unrealistisch für den Ursprung an der Welt auszugehen. Den Ursprung wie genau meinen, dass Europa ein anderes Bild kann nach freien Leben und in der vierte Welt ist. Ja, ich meine, kann in ein afrobrasilianischen Succès sehen. Ja, ich meine, das ist sicher ein Bild davon, ich meine, das ist ja auch klar, dass das Bild von Europa, das vielleicht in der Welt existiert, das ist ja nicht immer ganz präzise. Genauso wie wir nicht ein präzises Bild haben, wenn wir in Afrika oder in Amerika oder Südamerika, Leute viel Täter. Und es gilt ja auch dann, wenn man so, dass die Prozeduren auf der Ambassade sollen gemerkt werden, wie die Leute vielleicht realistisch Antworten zu geben. Über zum Beispiel, weil Leute aus ökonomischen Gründen kommen, über Zuführung vom Arbeitswerk. Wir haben in Europa ganz einfach enorme Probleme am Blick. Das sind nicht nur mit Migrationskrise, mit der wir konfrontiert sind, dass allgemein die währungspolitische Krise, mit der wir konfrontiert sind. Wir haben außenpolitisch enorm Defizite, wir haben auch durch die Machtschuld von Europa Konflikt an der Ukraine. Wir haben auch durch die Machtschuld von Europa einen Zerfall vom libyschen Staatsmissie gesehen. Wir haben auch durch die Machtschuld von Europa die Situation in Syrien, so nicht, dass wir allein Schuld von Europa, aber wir haben überall an den Konflikten rundherum eine Machtschuld, weil eine schlechte Diplomatie gefeiert wird in der Europäischen Union. Wir sind also an einem Zustand, den wirklich allgemein gesehen nicht gut ist. Ich meine, auch ein junger Mensch hat schon seine Rede und gelöscht. Ich meine noch nicht, dass das Europäische Parlament gesagt. Die Europäische Union als am Blick ein Modell, den ganz viele Herausforderungen gleichzeitig muss begegnen, wo sich muss frohen, ob dem Modell nach weiter bestehen, den man über Jahren hatte. Wir haben eine Reihe Länder für alle prominent das Vereinigte Königreich denkt, eventuell auszutreten aus der Europäischen Union. Auch so Diskussionen gibt es doch immer mehr in anderen Ländern. Das ist den Zustand von Europa, wenn man Blick ist, so schlecht wie wahrscheinlich Zentner seiner Gründung nicht wäre. Kann den do lange Analyse machen, für was die Ursachen bestehen. Wir an dem Zustand von Europa, wo lo ist politisch vollkommen vielleicht nicht wie weitgehend, aber mit internen politischen Auseinandersetzungen konfrontiert. Immer mehr ein großes Tool von Parteien, die den europäischen Modell nicht mehr weiter drohen, wie so existiert wird, eine generelle Vorstellung von dem föderalen Modell von Europa, den wahrscheinlich auch definitiv bescheuert ist. Muss man sich fragen, wie groß wir haben als Kapazität für Migrationsdefizite oder andere langfristig auszuhalten. Ich meine, es geht alles auch drin, wenn wir als Handelgedanke, wir müssen auch denken, so, wenn wir so, dass wir die Migrationskrise muss dann geregelt Bunde kreieren. Auch konform zu den internationalen Obligationen, die wir haben, dann ist ein anderer Gedanke natürlich auch
dass wir uns bewusst sind, dass Europa an einer tiefer Krise stößt, aber wir müssen noch gucken, dass wir den europäischen Raum, die wir besonders Lützeburg brauchen, als einer wirtschaftlicher Freiheit, an der Freizügigkeit von den Personen können erhalten. Auch eine gemeinsame Währung muss man können erhalten. Und das ist einfach ein nationales Interesse. Und das ist ja klar, dass man nicht da können Maßnahmen politisch unterstützen, die den Zusammenhalt von Europa, den wir brauchen, als kleines Land mit überleben, weiter vorbringen. Auch das ist meine Konsideration. Wir können nicht die Migrationskrise isoliert gucken von den anderen politischen Entwicklungen auf unserem Kontinent. Was ich richtig verstanden habe, die Flüchtlinge, die nach kommen, sind die sollen sich nicht integriert in, weil die eines Tages gibt es nicht dort. Oder sollen die aber nur integriert werden? Guckt, das ist ganz einfach. Ich habe in der Zeitung gelesen, gestern auf der Television gesehen, dass du hast den Night to Home und so weiter und so fort. Die Reaktion, die ich darüber habe, ist, c'est à voir. Mit die Leute, die wir sicher gerne sehen, wo auch gesagt wird, dass die wäre für die Runde eigentlich nicht gescreent, die wissen nicht, aber eine Kategorie, die fallen, nur internationalen Droit. An den internationalen Droit sind alles Konventionen, die wir als Lützeburg unterschrieben haben und an unserem Parlament ratifiziert haben. Das ist geltend Recht, das ist noch keine Erfindung in der ADR. Aber wir sagen, da muss man mal gucken, wie ein von diesen Leuten stellen dann ein Demand d'Asyl, wie ein von diesen Leuten haben ein Recht auf Asyl, wie ein von diesen Leuten wollen nicht mehr an Sicherheit zu führen einen Konflikt, den müssten wir am Prinzip irgendwie nicht zurückführen, wenn der Konflikt drüber ist, oder so eine sichere Zone setzen. Aber die sind aus sich so nicht berechtigt, für langfristig heil zu bleiben. Und sie dann, wie gehen das nach? Wie wollen wir das machen? Wollen wir das machen für die Doen? Für den humanitären Gest wäre, und es ist ja auch kein, die sieht, wir müssen jeder direkt aussetzen. Ich so, aber das ganz klar, das ist nicht konform zu einer rechtlichen Situation. Aber was machen wir, wenn wir nur die 42 Schein machen, und wir haben da schon 100 oder einer Ziffer 1530 schon zirkuliert, oder wir noch ein halbes Jahrhundert weiter, wie weit gehen wir? Das ist ja auch aus sich etwas, was wir außerhalb von unserer rechtlichen Obligationen machen, und etwas, was wir machen, ohne können aufzusehen, ob die Präzedenzfälle, die wir setzen, wie eine Inzidenz, und natürlich ob die nächsten Jahre noch wie viele Leute eventuell noch kommen. Alles, was ich dazu kann sagen, ist, erstens, die Leute, die Recht auf Asyl haben, die sollen ein Demand d'Asyl, wenn sie durch die Prozedur gehen, wenn sie ein Aufenthaltsrecht kriegen, ein Asyl, dann sind die hier und die muss man voll integrieren. Leute, die nicht mehr in der Sicherheit gehen, das ist ein generelles Problem in Europa. Wir brauchen andere Lösungen für die Leute, die nicht mehr in der Sicherheit sind. Und die dritte Kategorie, Leute, die aus rein ökonomischen Gründen auf Lützeburg kommen, die sind illegal in Europa kommen, die haben sich nicht in eine Prozedur gehalten und die müssen dann gehen. Und das sind die drei Kategorien, das ist konform zum Droit. Und wir hätten gerne, dass die rechtlichen Normen, die für uns gelten, auch angehalten werden. Weil sonst kommen wir in eine Situation, von der ich nicht weiß, wie es uns hilft. Genauso wie die Leute, die kein Recht auf Asyl kriegen, an den Demand machen, auch müssen rapatriiert werden. Wie viele Flüchtlinge kann oder so letzten Man kann sich nicht so. Also Flüchtlinge, von der Sorte Flüchtlinge, da schreibt man über Asyl. Und da ging ich so, jeder, der ein Recht auf Asyl hat, an einen Demand möchte, so abholen. Wer ein Recht auf Asyl hat, wer verfolgt wird, aus politischen, religiösen, ethnischen Gründen oder alles, was in der Konvention steht. Und das ist ja nicht einmal die Konvention 1950. Und Definition Mündig auch ausgegeben. Für Leute, die verfolgt sind, fand ich, muss ich großzügig sein, muss ich großherzig sein. Das kann ich ja nicht hingehen, also das ist ja auch konträr zu unserer europäischen Erfahrung. Wir als in Europa wie DAX, wo man konfrontiert mit Situationen, wo Leute verfolgt werden aus religiösen, ethnischen oder politischen Gründen. Ich meine, das ist ja klar. Ich meine, dass man da nicht so eine Pissie spielt, ich nicht gegen die Pissie mehr an dem Sinn, dass man da Klänge aufzählen, was soll geschehen. Das ist mit der Kategorie, was wirklich Flüchtlinge sind, soll sich alles, was nötig ist, soll gemerkt gehen. Für Wirtschaftsmigranten nicht. Da gibt es keine rechtliche Basis. Wir können die auch nicht um Arbeitsmarkt integrieren. Ich meine, ich habe das schon für Druck gesagt, wenn wir nicht wissen, was die Qualifikationen sind, wenn sie keinen Sprachschatz in diesem Land gebrauchen. Wir haben einen Mindestlohn hier im Land. Wir brauchen aber eine Flexibilität vom Lohn, wenn er nicht qualifiziert Leute will engagieren, die sonst keine Arbeit finden, die wollen wir aber nicht. Wir hätten ja gerne, dass der Mindestlohn bestehen bleibt. Du tätst die Leute finden, wenn er keine Lohnflexibilität noch innen will, dann fanden die Leute auch nie irgendeine unqualifizierte Arbeit. Wenn man guckt, was man gemerkt hat,
irgendwie nie ein Keier, wo der Fall, wo ein großes Zoll von Leute legalisiert goen, die illegal am Land werden. Da war ein Tablerant gemerkt in Summe mit den Entreprisen und so weiter, für dann Dossien zu gucken, und da sind bald keine dabei gewesen, die überhaupt aus dem Arbeitsmarkt hervorkommen sind. Das heißt, dann nur eine Situation, wo da vielleicht die Leute die Möglichkeit gaukelt, für hier am Land können zu schaffen, weil sie hier bleiben, de facto keine Arbeit finden. Muss ich einfach auch da, und er sagt, das ein bisschen wie froh für drin, wie viele Leute können oder wo soll man es verdienen, wie auch da, also ein froh wo Realismus. Wir müssen ja gucken, dass wenn man Leute als wirtschaftliche Gründe ranholen, erstens, dass das legal geschieht, weil das nun einmal Kondition, dass der Rechtsstaat kann existieren, und zweitens, dass man noch wirklich Möglichkeiten in der Existenz gibt, weil sonst kommen sie just ran, wie assistiert zu gehen. Das kann ja nicht der Sinn sein, wo sie eigentlich ist. Da müssen sie eine Chance machen.